Merci, Herr Präsident, liebe Kollegen, Damen und Herren. Ich meine, dass das Resolution am Allgemeinen ziemlich überflüssig ist, weil das, was da dran steht, das ist ganz viel schon in Kraft. Auch wenn den Artikel von Herrn Schockmel Samstag noch nicht gewährt wird, da gibt man auch gar nicht darüber diskutieren. Das beweist ja, dass der Grund davon dann nicht irgendwie eine Verbesserung von der Situation ist, mit einer Reaktion auf das, was der Samstag am letzten Wort stimmt. Das ist die Realität. Wir haben, das für kurz drüber zu gehen, eine pure Welle von Feminismus gehabt. Das ist ganz klar gegangen am Anfang für Gerechtigkeit zu schaffen, für die Frauen dieselbe Rechte zu geben wie Männer. Danach ist das immer mehr weit gegangen. Und wir sind auch gekommen, heute in einem System, wo die Quote gehen, wo zusammen sogar auf der Uni Lützeburg verschiedene Plätze explizit just für Männer ausgeschrieben gehen, just für Frauen ausgeschrieben gehen, pardon, und Männer für die Plätze nicht so gelost sind. Und ich meine, da sind wir natürlich in einem ganz anderen Feminismus, wie den, wo wir waren vielleicht an den 70er, 80er, 90er oder nach 2000 am Anfang Jahren. Und da kann ich noch da, wenn ich ehrlich ist, ein ganz klarer Unterschied machen zwischen den verschiedenen Formen von Feminismus. Und es ist nicht verzeiht, dass da heißt, die ich noch viel besser daraus kennen wie mir. Das ist auch so, ich meine, wie ich so, es geht nicht darum, die Sache, es geht darum, dass Herr Schockmel einen Artikel geschrieben hat, an den hat seine Meinung am Wort geschrieben, an die Meinung, die gefällt eben verschiedenen nicht. Wie können wir dafür gehen? Wir können dann eine andere Meinung dazu gehen, mit der wir vielleicht ein bisschen mehr einfach, da machen wir mit Resolutionen oder mit Abruf, dass so etwas gut nicht geht. Ich komme noch darauf zurück. Was mir dann noch an der Resolution fehlt, das ist einfach mal am Anfang ein Bekenntnis zur Demokratie, ein Bekenntnis zur Meinungsfreiheit. Die Meinungsfreiheit von einem Deputierten. Et pour cause fehlt das, weil ganz oft eben Meinungen von verschiedenen Leuten, die es vielleicht nicht eben so passen, denen geringen, wie die sich die Welt vorstellen, die gehen eben dann oft systematisch als menschenfeindlich, als frauenfeindlich gebrandmarkt, das Politik mit Schlagfeder, das Politik mit Totschlagargumenten, für die Debatte ersticken am Keim, das billig, das populistisch, das undemokratisch, das ist aber das, was die Grünen ganz oft machen. Das ist typisch, die ganze Langage, die noch vier könnt an der Resolution, Remenker müssen geht dann populistisch und lauter Schlagfeder benutzt und da kommen alle Guten die Forderungen, da müssen Audite gemacht gehen, da müssen neue Gremien kommen, da müssen Gremien mit Pouvoir kriegen, da müssen Experten kommen, da lauter Leute müssen wahrscheinlich als irgendeine obskurer, geringer Zivilgesellschaft zu Wort kommen und dezidieren, was den Deputierten noch schreiben dürfen und was den nicht schreiben dürfen. Das ist die Realität, an der wir heute leben. Und gelebt man auch, weil es da ganz viele, die Meinung ganz stark teilen, weil wir gehen seit Jahren von ihr Krämer gewiesen. Lo, als dann heute Herr Schockmel, den ich getraut habe, seine Meinung zu sagen, ja, der will seine Meinung so gedacht, ich muss immer die Konsequenzen leben. Was geschieht lo? Herr Schockmel hat den Pranger gestellt, hat den Stroß gezogen, nicht frei klappt, ob kein steht, kein sieht, dachte, der Mann hat recht, seine Meinung zu sagen, vielleicht ist das ja mehr nuanciert, was er geschrieben hat, wie das, wie da durchgestaltet wird, auf verschiedenen Medien oder von verschiedenen Organisationen. Und der Kambel von dem Ganzen, als Herr Schockmel hat ja gesagt, dass er sich quasi nicht mehr trauen kann, so eine Meinung heute zu sagen. Aber was geschieht dann auch nach? Da könnten JIF, Journée Internationale der Femme, die Organisation, wo die geringen Member sind, und die kommen dann an ihm, schreiben ein Kommuniqué, greifen sie zu bei Wort und dass die sich getraut tun, den Artikel von einem Deputierten dort zu publizieren, erfordern fort, ob so Sachen nicht mit zu machen. Das wäre nicht gut. Aber was ist da mehr undemokratisch wie nicht das für einer Zeitung vier zu werfen, sie hat so einen Artikel von einem Deputierten, die durch eine Meinung will so, für das zu verbieten. Das ist am Anfang Zensur, das ist andere Meinungen unterdrücken, das ist eine reell demokratische Debatte nicht zu wollen hier im Land. Und das ist am Ende an viel mehr ein großes Gefahr für die Demokratie, wie die Meinung von Herrn Schockmel, die darüber rausmengt, nach von ganz vielen Leuten gedealt wird. Wie darum es geht, können, ob es dealt oder nicht, eine Meinung soll ich können zulassen, auch von den nicht einmal auferstehen. Und dafür so mal ganz klar, wir machen die Herzschürcht, geht Herr Schockmel nicht mit, dass dem ich im Neidans das Futter geht, und dafür stimmen wir das auch nicht mit. Merci.